Was soll ich da noch so? Wir hatten uns gut 4 Sätze geholt, wir hatten uns ein Timing gemäht, wie wir der Morgen über die Distanz kommen. Und wenn wir den Timing angehalten hätten, dann wäre ich noch fertig. Mit das nun mal eben so bei uns Politiker, und da schließe ich mich mit an. Und ich bin froh, dass ihr Schulen auch schon an den Tram könnt. Wir schwätzen, bis wir fertig sind, und nicht, bis dauert das. Ich will mich, liebe merci sagen für den guten Verlauf, den wir heute auf diesem Kongress hatten. Merci unserem Generalsekretär und unserem Nationalpräsidenten Jean Chons und Alex Penning, den Relais, wie wir holen, und mit einer ganzen Equipe fertig tun, dass wir heute als Partei so stark durchstehen, wie wir noch nie durchstungen. Auch merci all unsere Responsablen an den Strukturen, an die Frauen, an die Jugend, an die Mengen noch an unsere Bezirke, an die Sektionen. Jeder pegt durch seine Hand mal tun, wo muss, für das wir als Partei kommen. Und wir noch heute auf diesem Kongress versucht, mehr Leute schwätzen zu lassen, auch neue Leute schwätzen zu lassen. Ich denke nur von allem, und als Präsidentin von der Frauen, Sylvie Michel, oder als Vizepräsident von der Adrenalin, der Michel Lemmer, der als junger Prof aufhängt, für den Heinz da gemengt, wie geschwärzt wird, wir nicht an der Fonction publique, wir als an der Fonction publique dann. Mehr ich mengen auch ihm, wo man haut eine Plattform gehen, ohne dass man ihm gesagt hat, was das soll so. Es schon suggeriert, verteidigt er, wenn sie noch gesagt hat. Und auch das ist da der dass man neue Leute abholen, an ihnen hier rechtlosen, hier Meinung zu sagen. Wir geben auch gerne als Partei als Meinung sagen. Aber wenn junge Leute an als Partei kommen, dann so eine gute Intervention machen, wie das Fall ist, das sollen wir uns darüber freuen und das als ein Encouragement zu sehen, dass doch junge Leute politisch aktiv gehen und dass die neue Impulse an als Partei bringen, die wir sicherlich bei so fruchtbare Boden Werte fallen. Wir haben einen Versicht, einen ganzen Teil von politischer Aktualität aufzugrasen. Die verschiedensten Themen, und steht an den verschiedensten Reden. Und ich will aufschließen, nach just ein Punkt, ausschließlich hatte ein bisschen mehr groß viel gesehen, mich versichten Lo zu kürzen. Ein Thema, was man als Lützeburger muss bewusst gehen, dass wenn wir in Zukunft gucken, wie sieht die Zukunft von Lützeburg aus? Wir haben über Jahrzehnte Rekordwurstum gehabt. Aber wenn man heute Analyse sehen, wo wir stehen, dann muss man sich vorstellen, als der starke Wurstum Lösung vom Problem oder ist es das Problem? Lützeburg hat in den letzten Jahrzehnten eine starke Wurstum von 3, 4 bis 5% pro Jahr. Das hat natürlich Positives an. Hat dem Staat kurzfristig Gelder an Käsebrot. Wir konnten uns Sachen halt zu Lützeburg leisten, die kein anderer Länder konnte leisten. Wir konnten Prunkbauten abbauen, wir konnten ein gutes Sozialsystem abmachen. Wir hatten nicht nur Positives, es hat doch viel Negatives mit sich gebracht. Wenn wir die Staatsfinanzen gucken, ob schon mal durch die starke Wurstum über Jahrzehnte Milliarden von Franken von Überschuss haben, stellen wir heute fest, nur Jahrzehnte starke Wurstum, dass das Staatsbudget schon über 8 Jahre am Defizit ist und auch noch an die nächsten Jahre, soweit wir heute gucken, bis 2019, am Defizit bleibt. Das heißt, dass man die starke Wurstum, dass die nicht genug Gelder generiert, für seine eigenen Nachfolgekosten zu finanzieren. Wir haben an den Jahren praktisch 10.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschafft. Und ob schon mal Arbeitsplätze geschafft haben, als der Chômage von Jahr zu Jahr an den Lutgang, ob haut bald 23.000
wenn man die Leute, die an der Beschäftigungsinitiative sind, mit dabei holen. Wenn wir gucken, wie wir an unseren Infrastrukturen man nicht mehr kommen, wenn wir gucken, dass Stauen von Tag zu Tag mehr groß gehen, wenn wir gucken, wird eine Explosion als Population an. 1960 hatten wir 300.000 Einwohner, 2030.000, heute 560.000, 2020 600.000, aber wenn wir an dem Rhythmus fuhren, sind wir 2045 auf dem Punkt, wo wir 1 Million überschreiten. Die Entwicklung von den Arbeitsplätzen, so 10.000 Plätze pro Jahr. 2005 knapp 300.000 Plätze, 2015 380.000, und davon nur bis 170.000 Frontalien holen. Aber wenn wir so viel fuhren, da sind wir auf 15 Jahren quasi bei 500.000 Arbeitsplätzen angekommen. Wir haben auch andere Defizite haben wir heute. Die starke Wachstum der Population und Immigration hat uns dazu geführt, dass wir an einer Schulpolitik angelangt sind, wo wir die ganze Immigration nicht integriert kriegen, ein schulisches Problem haben, und das Resultat davon nicht war, weil eben die Schulsituation zur Zusammensetzung so ist, dass wir ein Nivellement vers le bas gemäht tun, mit dem Resultat, wo wir heute stehen, dass die Studenten Schwierigkeiten kriegen, im Ausland auf Uni geholt zu sein, und dass als Patron ganz tags leben an die Grenzregion Leipzig mit einer Qualifikation, den sie als Lützeburg nicht mehr fanden. Mit insgesamt die Integrationspolitik haben wir nie gemäht zu Lützeburg. Wir haben immer darüber geschwärmt, wir eine wirkliche Integrationspolitik, die das Wort versteht, haben wir nicht gemäht. Wir haben nie genug daran investiert, für die Leute, die bei uns kommen, und als Gesellschaftssystem und als Spruch rund zu feiern, wir haben kapituliert. Niveau von der Landesplanung, der Landesverbrauch. Wir verbrauchen am Blick 2 Hektar Land den Tag. Letztlich mal eine Gesamtfläche von 2586 Quadratkilometer. 1970 hatten wir 6,4% von unserem Land wäre verbaut. Heute haben wir 13,5% von unserem Land verbaut. Aber wenn wir mit dem Wachstum, wie wir Lohn an den letzten Jahren gemäht haben, weiterfuhren, da sind wir 2030 schon mal 26% vom Land verbraucht. Und 2050 kommen wir auf dem Grenzen, dass wir das Land so betoniert tun. Ich finde, die Verkehrsproblematik geschwärzt, wo die Stauen von Tag zu Tag mehr groß gehen. Auf dem großen Wachstum haben eminente Leute wie den Conseil supérieur pour le développement durable, die haben dafür gewarnt. Also, der kennt nicht blinde Menschen so viel vorholen, weil der stößt und Grenzen. Der Conseil national des Finances publiques hat nach für einem Jahr an einem wie eine ganz krasse Warnung ausgeschossen, das passt auf, was wir als Lützeburg machen. Aber wenn ihr da wisst, dass wir das ganze System haut, über Schulden bezahlen. Schulden bezahlen, die man aber nicht zurückbezahlen. Der Staat bezahlt seine Schulden nicht zurück. Ich repetiere das immer und immer. Der Staat bezahlt just Zinsen, aber kein Kapital zurück. Und seit 2003 hat der Staat praktisch all US Emprunt abgeholt, auf 10 Jahre. Und seit 2013 laufen dann die Emprunts auf. Und da muss der Staat am Anfang, wenn er aufläuft, Kapital an enger Kehr remboursieren. Das Geld ist aber nicht da. Was möchte man hält den neuen Emprunt ab, für den allen zu refinanzieren und lässt er 10 Jahre laufen. Mit parallel dazu halten davon 2013 und auch all US in Emprunt ab, für die neuen Defizite zu decken. Und im Jahr 2023 kommt man in die Situation, dass die 2 Emprunts auflaufen, dann geben wir 2-mal Emprunt, für die zu refinanzieren, und wollen den dritten daneben für den normalen Defizit zu decken. Und so kommen wir an eine Schuldenspirale an, die einfach unverantwortlich ist, vis-à-vis von den kommenden Generationen. Und wir alle gut. Wir alle gut. Wir alle gut. Und dafür haben wir als AD die Interpellation an der Chambre gemacht. Müssen politisch darüber diskutieren. Wenn der Leute sieht, geht gut, wir können nachverdienen. Wenn wir eine Steuerreform machen, aber wir wahrscheinlich Geld lehnen, für die Steuerreform zu finanzieren, dann muss man als Politiker da als Responsabilität an die Leute sagen, wo wir wirklich stehen.
dass wir Geld lehnen für eine Steuerreform zu machen, dass wir Geld lehnen für unseren Wohlstand eventuell nach Haut weiter auszubauen. Es gibt Leute am Land, die müssen geholfen kriegen. Es gibt Leute, die müssen viel geholfen kriegen. Aber es gibt auch, die brauchen nicht mehr geholfen zu kriegen. Aber man muss uns als Gesellschaft eins gehen, dass wir nicht Haut können, über Eisverhältnisse leben, am Mars und die kommenden Generationen als Kinder, die müssen irgendwann eigentlich das Geld zurückbezahlen. Aber wir wollen als ADR, dürfen auch das Thema auch immer mehr an politische Diskussionen ranzubringen, weil wir feststellen, dass wenn Politik die Courage hat, für die richtigen Akzente zu sagen, die Leute die schwarze Weiß feststellen, dann also eine Bereitschaft bei den Leuten da, für an die Richtung zu gehen. Aber solange wie die Politik Leute beliebt, also wir sind die Best, und wir machen nach Hause, und wir gehen jetzt nach da, und wir fahren nach weiter mit der Gießkanne über das Land. So lange ist es auch normal, dass die Leute sich nicht Gedanken über die Zukunft machen. Und dafür müssen wir als Politik die Courage holen, und wir müssen mit den Leuten darüber schwätzen, und wir sind überzeugt, dass dem Lützburger sein klarer Menschenverstand auch dahin geht, dass jeder einzeln und die kommenden Generationen denkt. Wir kommen also nicht allein, für am Schluss müssen wir den blauen Rekordwurstum einen Schluss setzen, aber wir müssen aber qualitativen Wurstum setzen, den also Wirtschaft zu Wurstum bringt, den als Staatsfinanzen solidarisiert, den als sozial und ökologisch Stabilität hier im Land geht. Das bringen wir fertig als Gesellschaft. Man muss eine juste Courage haben, für es zu machen. Die Damen und Herren, liebe Freunde, wie wir die Interpretation an der Chambre hatten, da waren wir davon überzeugt, dass als Kollegen als Giffen zu 100% unterstützen. Das war von dem Jargon, den sie über Jahrzehnte immer gefordert haben. Mit Zeiten ändern. Wie wir die Diskussion gefordert haben an der Chambre, du hast den Vertreter von der geringen Norrie Cox rausgegangen. Also, wir haben aber kein Problem, wenn man 1 Million Einwohner kriegt, kann sogar ein bisschen mehr gesagt. Tut in die Gring nicht mehr erkannt. Eine starke Wurst zu betonieren, aber wenn ihr in die Politik halt guckt, dann wird er kein Unwohlig gesagt, weil sie machen das doch. Der François Bausch, hast du am Radio für 3 Wochen over im Fernsehen gewesen, du hast den ein bisschen relativiert, so, ja, 800.000 so. Ja, das ist ja normal, wenn ich auf 1,1 komme, muss ich auch über 800 kommen. Hat doch keine 700 oder 900, weil die beginnt die alle gut bis auf die 1,1 Millionen. Mein Ziel ist einfach Haut, strammen Würsten. Das ist noch nie so viel zu betoniert in hier im Land, wie das mit denen geringe geschieht. 2 Hektar Land geht da zu betonieren. Und da geht es, oder geht eine Naturschutzgewerkschaft, die Mouvement Ökologique gehört, von dem her der nicht mehr. Die haben dann mit den Geringen so all guten Tag manifestiert, demonstriert, Pressekonferenz gemacht. Gott sei Dank haben wir 1000 Grenzen Probleme für den TTIP oder Atomzentrale, weil hier im Land hier die sich nicht mehr zu Wort melden. Wie wenn sie nicht mehr bestehen. Und dafür sagt auch der François Bauschenke an der Chambre, hier gibt man, wenn hier die Autobahnen ausbaut, hier gibt man keinen am Land kennen, den dort dagegen für. Früher haben sie geschaut, wie die verreckt. Haut, früher waren sie gegen alle Autobahnen so geschwart, und gestimmt. Das waren Autobahnen von 2 Spuren. Haut ist der François Bausch, höflich an der Chambre, wenn er sagt, es ist nicht mir, es ist nicht Land, nee, ich bauen die Autobahn von Diddling am Stängerfort von 2 auf 3 Spuren aus. Haut waren immer, wenn sie gegen Konturne machen. Letzte Woche konnte in der Zeitung lesen, François Bausch, Konturne machen nur bei dieser Region absolut Priorität. Es gibt keine Straßenberuhigung mehr mit dem Verkehr. Aber es gibt Turbo-Rampen hier am Land gemäht. So anderen Zeiten, wann die Gring an der Regierung sind. Noch nie sind so viele Bäume ein bisschen aufgeholzt gehen, wie das bei den Gringen ist. Ohne Diskussion. Sogar mit Pressekonferenzen.
Lasch eng Stroos eng Pressekonferenz ha mir Mannheit beem wächt, die sie geféierlich. Die waren immer geféierlich, wie sie waren immer der Gegend. Oder wie lo fir den Tram an der alle Schaffer. Du sie pu Beem verplant gin, du den Pressgeruf, guckt mir die Beem raus, wir setzen sonst wahrscheinlich das. 100 Meter mir weit beim Niklas Kirficht. Da haben sie gesund beim radikal umgelöst, Klänke mit direkt am Kamin zu verbrennen, an der Rest als gehäckselt gehen. Da war kein Press mehr invitiert, wir sind einfach weggemäht. Die Grünen machen eine maximale Wurstung, maximal Investitionen nach Straßenbahn, und maximal Aufholzen von Beem und Büschen. An der Steuer- und Finanzpolitik, am Summenhang mit unserem Finanzplatz, waren die Grünen immer dagegen, dass es sollten Kado gemäht gehen für multinationale Konzerne. Wie am Dezember bei einer Nacht- und Nebelaktion die Regierung hingekommen ist, und sie hat an den Gesetzestext für die Umsetzung der europäischen Direktive etwas Kleines zu Ende gejubelt und dass er letzter Minute rauskommt, nämlich dass die ganz reichen Familien, die in ihr Gelder an Gesellschaften investiert haben, dass dort Vermögensteuer von 0,5 auf 0,05 raufgesetzt ist. Das ist nicht für, ich meine, das ist keine Bannen, das ist für Leute, die mehr wie 500 Millionen haben. Die kriegen die Suchen, die dort drüber sie brauchen, die keine Steuern mehr zu bezahlen. Wir waren der Meinung, dass da können die Grünen nie mittrauen. Aufgrund von dem, was die gemäht haben. Aber sie haben nicht mitgetragen. Am Juni an ihrem Dokument, wenn der Hand hinguckt, hat ein grünes Blatt dran. Und an dem grünen Blatt haben wir auf der ersten Seite geschrieben, was die Grünen gesagt haben an der Kommission zu dem Projekt. Und auf der zweiten Seite haben wir erst geschrieben, was die Grünen an der Chambersitzung zu dem Projekt gesagt haben. Da könnt der Staat gemütlich daheim nur lesen, was sie an der Kommission und was sie an der Chamber gesagt haben. Kein Wort. Kein Wort. So das stillschweigend mitgestimmt, ohne ein einziges Wort zu sagen. Für 4 Jahre wird das Land zu klein gewirrscht. Das ist der Sinneswandel, wie wir haben. Aber wenn dann die Politikseite in die Grünen da machen, da versteht ihr noch, für was der CSV gerne mit den Grünen an die nächste Majorität gehen. Nur den letzten Sondagen, die ja ganz gut auch für uns waren, mehr auf dem wir es nicht sollen verlosen, wenn Wahlen, das sind nach 2 Jahren, man muss wirklich schaffen, für nicht nur das Resultat zu halten, noch vielleicht beide zu kriegen, mehr dann als CSV gefragt, ob sie da bereit wären, mit der ADR eine Koalition zu machen. Man hat ihren Generalsekretär gesagt, sie hätte keine Gemeinsamkeiten mit uns, und dafür geben sie lieber mit den Grünen gehen, weil kommen nämlich die Grünen oder mehr an. Aber das ist der CSV hier schwach. Ich kann mich erinnern, wie die CSV sich abgeregt hat, nach der letzten Regierung, nach der letzten Wahlen, wie die Gambia-Regierung gemacht hat, man nicht Martine geschwart. Das war da eine Gottesbelastung, wenn sie nicht kennt, mit der CSV da geschwart haben. Aber wie das Javier Bettel für 4 Männchen, die gibt nicht mal den CSV an eine Regierung, so das geht doch nicht, dass die schon 3 Männchen für 3 Jahre für die Wahlen sieht, hier gibt nicht mal das an eine Regierung, muss in die Wahlen aufwarten, muss in die Wähler respektieren, aber mit CSV Lohai, sie sagt, mit der ADR geben wir nicht, wir haben keine Gemeinsamkeiten mit der ADR. Wir holen dazu Kenntnis, wir sehen nicht, die in der CSV nur laufen, für mit uns an Koalition zu gehen. Wenn sie lieber an die Opposition gehen, dann sollen sie an die Opposition gehen, mehr müssen sie nicht mitholen. Und hat die CSV keine Gemeinsamkeiten mit uns. Kann sein. Aber da muss man aber gucken, was die Politik diese hat mit, für wen ich kann in die holen. Familienpolitik, die wir als ADR machen, wo die CSV löst so rund untascht und also möchte, wenn sie für die Familienpolitik wird. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die CSV mit den Grünen an eine Regierung geht, dass in der Familienpolitik etwas anderes.
Nö. Weil die gering die an dieser Regierung den Hardliner sind für die dort Familienpolitik, die wir verurteilen, durchzusetzen. CSV geht also lieber mit so einer Partei in einer Regierung, wie mit einer Partei, die eine Familienpolitik mischt, was am Anfang auch hier Mist sind. Da muss man sich also vorstellen, ist das Populismus, was sie mischt, oder was ist das? Es ist schon ein Gesetz über die Burka. Der Ferner Karteise der Reu und eine Proposition lag mit 2014 schon ihr Flüchtlingsproblematik umgelassen, wo wir gesagt tun, wir hätten gerne ein Gesetz heute in Lützeburg, wie doch schon in einer Reihe anderer Länder, dass die Burka verboten könnte. Lo wie beim mit Flüchtlingskrise mi heisch gehen aus, geht CSV hin und so das gemäht was noch nie gemäht. So eine Gesetzesproposition von einer anderen Partei Punkt für Punkt, Wort für Wort aufgestellt. So eine Eisproposition aufgeschrieben, also die tun an der Chambre deponiert als eine CSV-Proposition. Was noch nie da war, was doch von allen Parteien wirklich scharf angegriffen ging als an der Chambre, dass du eine Partei so ein Plagiat möchte, dann einfach eine Proposition von einer anderen Partei aufschreibt und da sieht, so mischt wie wenn die anderen nicht da wären. Von CSV will mit den Geringen an die Regierung gehen. Wen hat dann verhindert, dass diese Regierung ein Gesetz über das Burka-Verbot möchte? Weil zu einem gewissen Zeitpunkt hat der Präsident von der LASAP an einen offenen Brief geschrieben, hier wir auch dafür. Und die DP hat gesagt, man sich auch vorstellen, dass das Burka-Verbot gibt. Auf wen hat gemauert, mit Eis geht das nicht. Aber das war der Felix Brass, die Geringen. Wenn CSV aber sieht, sie hat mehr Gemeinsamkeiten mit den Geringen wie mit Eis, dann ist es ihnen nicht echt gemeint, für ein Burka-Verbot im Land zu machen, weil da kann sie nicht mit den Geringen gehen. Lützeburger Spruch. Für CSV zwar auch sagt, wir sind für Lützeburger Spruch, mit der wir kein Obstakel sind. Ja, was heißt das? Wenn wir nur gesehen, dass sie mit Eis sitzen, wie für Lützeburger Spruch, sie geht aber mit den Geringen gerne an die Regierung. Das ist der Felix Brass, die Gering, den den Wert von der Lützeburger Spruch will aufsetzen. Die jeder will Nationalität nicht nur bradieren, schenken, aber auch ohne Sprachkonditionen will gehen, wenn das der CSV ihre Meinung. Oder wenn wir für den Schwa antreten, den eine Familie hat, ob sie ganz schaffen geht oder zum Teil schaffen geht. Und CSV geht ja mit der Gambia-Leute. Kriegt sie dann etwas geändert? Nein. Wir kriegen es gerne. Der Religionsunterricht oder der Wertunterricht, von mir der Familie gerne den Schwa losen. Wenn CSV sagt, ja auch sie wäre für den Schwa. Aber wenn sie mit der Gambia geht oder mit denen Gringen geht, gibt es kein Schwa. Weil sie ja die gegen den Schwa haut sind. Aber im Referendum haben wir da auch gesehen, CSV, wenn nicht da da eine klare Position letztes Jahr gezündet. Ein Kongress, also Kongress im letzten Jahr können wir drin haben, groß 3-mal nicht. Und das war der Auftakt von der Kampagne. Und hat keine Partei so kompromisslos und so klar sich für 3-mal den Nee angesagt wie die DDR. Und dafür können wir also auch ein Großstück. Da können wir also ein Großstück von dem Kuchen aufschneiden, von dem Resultat. Was hat CSV gemäht? So, das war im Prinzip sind wir dafür, ja, bla bla bla, und dafür sind wir dagegen. Die Aufsätze vom Wahlalter von 18 auf 16 Jahren sind wir im Prinzip dafür, bla bla bla, dafür sind wir dagegen. Das war ihre Position bei dem Referendum der letzten Jahr. Und dafür brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass zum Schluss vom Resultat ihre bla 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 sich Remaneo gewandelt hat, also Zustimmung gibt beim Nationalitätengesetz von Lützeburg mit 80% am Fonds nee gesagt hat. Und dafür, liebe Kollegen, wenn es vielleicht Punkt gibt, wo man mit der CSV nicht die Gemeinsamkeiten, dann ist das dann Europapolitik. CSV, die möchte an Europa das, was Jean-Claude Juncker sieht, und Jean-Claude Juncker möchte das an Europa, was Angela Merkel sieht. Wir als ADR machen nicht das, was Angela Merkel sieht, wie CSV das möchte, aber wir vertreten die Interessen von Lützeburg an Europa. Das ist als Mission, an nicht die Interessen von Berlin heute zu vertreten. Liebe Freunde, ich habe immer gemeint, CSV, das wird der Satzrat Gambia-Auto.
Ich war nicht weit genug gegangen. Es ist nicht mit der Satzrad von der Gambia, es ist das Feiertrad von der Gambia im Auto. Sie machen halt alles mit, was Gambia gern hat. Und dafür verstehen wir auch, dass CSV lieber mit den Grünen an eine nächste Regierung geht, wie mit einer ADR. Wir hören das zur Kenntnis. Wir gehen nicht an eine Koalition, sondern nicht für eine Koalition zu sehen. Wenn wir an eine Koalition gehen, dann gehen wir durch Raum, weil der Wähler als gestärkt wird, weil der Wähler als ein Mandat genügt, aber weil der Wähler gern hat, dass auch ein politisches Arrangement zu Lützeburg stattfindet. Und die kann man mit der ADR stattfinden. Aber für viele Leute hier im Land ist die ADR die einzige Hoffnung und die einzige Alternative gehen. Und wir dürfen und wir werden die Leute nicht enttäuschen. Das müssen wir zusammen machen und wir packen es zusammen. Da der war nie so wichtig an der Lützeburger Politik wie heute. Heute sind wir noch zu 3 Gründungsmembern. Den eigenen Cheftannen, der Robby Mehlen und meine Wenigkeit. Und wir 3 hätten jemals nie gedauert für 30 Jahre, wie man von einem Punkt angefangen haben, dass 30 Jahre mehr spät die Partei so eine wichtige Rolle hier an dem Land zu spielen kriegt. Gambia, die möchte auf 5 Jahre, wenn sie so weiterführt, dann Chance, sie klein, dass sie etwas ändert. Die möchte auf 5 Jahre mehr Futti hier an dem Land, wie Generationen für drun hier in dem Land abgebaut haben. Es Leid haben nicht mehr die Schwa hier in dem Land für zu wählen, wenn sie ihre Familie organisieren. Sie haben nicht mehr die Schwa, ob ihr keine Religions- oder Moralunterricht kriegen, aber sie haben an 2 Jahren die Schwa, für zu dezidieren, ob Politik hier im Land so weitergeht, wie sie bislang gegangen ist, oder ob sich etwas soll ändern, und das kann nicht mehr mit der ADR geschehen. Die ADR ist zu einer großen Familie zusammengefasst. Wir haben keine Streitereien an unserer Partei, 10 Jahre mehr. Wir ziehen alle an einem Strang. Aber wir kriegen immer neue Leute bei. Wir kriegen gute Leute bei. Wir kriegen kompetente Leute bei. Und ich meine, heute muss ich nur mehr eine kleine Echantion auftreten gelassen von all den guten Leuten, die in unserer Partei sind, beigetragen sind. Und dafür müssen wir die Leute als Politik klar machen, sie vertreten, aber die Verzichtung vertreten. Aber wir können nicht hier gehen, die Wackelpuddingspolitik machen, die eine Partei machen, haut so, moi so, jeder an den Krom schwätzen. Nee, wir haben eine Linie. Es muss nicht jeder mit Eis d'accord sein, aber jeder muss wissen, für was wir stehen. Und dafür stehen wir nicht nur 400 Wahlen für die Sujets, aber auch nur die Wahlen. Wir haben eine gute Struktur, als Exekutiv, als Membern, als Strukturen, an alle gut zusammen, bringen wir es fertig, und wir sind das als kommende Generationen an unserem Land schuldig, für das sich etwas ändert in dem Land, nämlich dass die Gambia-Politik für alle Mal abhört, und dass das Land, so wie es eine schöne Vergangenheit hat, auch eine schöne Zukunft kriegt. So nicht merci.